Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Der Liebesbund. Hier muss ich sein, oder was? Hört mir sagen, wir rücken mit der Wald raus. Nori, ich muss... Also, es ist so. Warte, ich löse deine Zunge. Ja gut, wirklich mit der Wahrheit. Was wolltest du mir sagen? Ach, ich erzähle es dir morgen. Rabe! Psst, der arme Geron. Du wächst ihn noch auf. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, einen grünen Himmel also. Guten Morgen, Nori. Schon wach? Wegen gestern Nacht. Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Richtig. Und das heißt jetzt, wir nehmen das Ruderboot. Bootswrack, um Gottes Willen. Die herausgebrochenen Planken liegen noch im Boot. Das lässt sich noch alles richten. Das Boot sieht noch gut aus. Findest du? Nein, du hast recht. Aber das können wir doch sicherlich wieder heil machen. Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt. Roger. Und jetzt brauchen wir noch ein Paddel.
Ein Spatenkopf. Kommt genau richtig. Da hat man einen Karren. Hilfst du mir, den Karren aus dem Schlamm zu ziehen? Wozu denn? Auch wieder wahr. Die Torfstecher haben alles stehen und liegen lassen. Ich frage mich, warum. So, da hat man noch ein Beil. Wie praktisch. Und mit dem Beil können wir bestimmt. Das wegknüppeln. Seht das? Der Karren haben. Und aus dem basteln wir uns jetzt ein Paddel. Ein Paddel nach Maß. Schon haben wir unser Paddel. Das? Es kann losgehen. Auf nach Fanglari. Ja gut. Welling ab. So, jetzt sind wir in Fanglari. Baumstamm. So tot wie alles andere hier. Zu stark verwurzelt, um ihn umzustoßen. Der Baum ist hohl. Vielleicht ist er das Tor nach Fanglari. Und wo ist das Monster? Der hohle Baum. Wie kommen wir da jetzt rüber? Da mach ich da um. Das war ein Stiefel. Sind das Irrlichter? Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Irrlicht. Breit ist. Ein fauliger Pestgeruch steigt von dem Wasser auf. Au, das Zeug brennt. Namenloses Gewächs. Ein namenloses Gewächs. Was haben wir sonst noch? Ein Seil. Nehmen wir mit. Ein Seil kannst du immer brauchen. Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nuri nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Gar nicht einfach, eine zapplige Fee auf einem durchlöcherten Ruderboot durch die Klagesümpfe zu bringen. Wie schaut denn aus? Geht da was? So wird das nichts. Oder so wie die Pflanzen der Schlung. Mein Beil. Ich will sie nicht töten. Ein Spaten. Ein Spaten der Schlung. Achso, er grobt's aus schön. Und dann haben wir jetzt eine Spuckpflanze. Und den Baumstamm kann ich vielleicht, warte mal. Ich hab da einen Beil. Es gibt immer einen Weg. Ohne Seil kommen wir nicht hinab. Achso, natürlich. Nuri? Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Was ist das für ein Licht? Nuri, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Die Kreatur. Das alles sehende Auge. Es darf uns nicht sehen. Eine Pfauenskulptur. Ein V? Nur eine Statue. Wir sollten hier nicht sein. Ein Herold aus Fanglari. Er heißt uns willkommen. Woher willst du das wissen? Gibt es noch mehr dort, wo wir hingehen? Oh.
Warst du das? Ein Lichtpfau. Der Lichtpfau, der strahlt um mich. Jemand wollte das Monster offenbar wie einen Basilisken erlegen. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Also, natürlich. So, da hat meine Öllampe. Sie ist zerbrochen. Wie schaut denn aus? Geschafft. So, die Öllampe ist heil, aber ohne Chemie nicht. Da hat mein Lampenöl. Wer diese Lampe wohl hier zerbrochen hat? Vielleicht einer von Harms Leuten. Scheiße, tun jetzt. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. An die Öllampe komm ich nicht. Du sag mal. Und wenn ich sie wirklich in ihre Heimat begleite? Was hält mich denn noch hier? Nuri? Den Pfau berühren. Hast du eine Idee, wie wir an dem Wächter vorbeikommen? Vielleicht sieht es uns nicht, wenn wir es nicht sehen. Wir müssten nur unsere Augen schließen. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Kannst du die Höhle komplett verdunkeln? Ich weiß nicht, aber danke für deine Anregungen. Gern geschehen. Berühre die Statue noch einmal. So schön. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren. Jetzt, wenn du den Pfau berührt, dann kommt das Licht. Komm jetzt dran. Aha, da ist er. Und das lenkt dann das Auge ab. Wie schaut denn aus? Die Öllampe habe ich. Wer diese Lampe wohl hier zerbrochen hat? Vielleicht einer von Harms Leuten. So gut wie neu, nur der Docht fehlt. Der Docht fehlt, oh Gott. Brauche ich einen Docht? Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Scheiße. So, den Spiegel hab ich auch. Wie ein versteinerter Käse. Ja, kann ich denn? Den können wir wieder platzieren. Aber ich schätze mal, den brauchen wir. Ein Pilz. Und die Libelle. Warte mal. Da hat der Höhleneingang. Jetzt fällt das Licht in die Höhle. Sie hat offenbar gehofft, die Kreatur mit einem Spiegel besiegen zu können. Hilf mir, Fex. Hilf mir, Fex. Aha. Da hat der weh. Die Gummimaschine. Warte mal. Da blendet man mal in die andere Richtung. Mal schauen, was er sagt. Sag das, dann schaut er da um mich. Dann hab ich da freie Bahn, würde ich sagen. So, das war der Pilz. Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Bloße Hand. Aber mit der Hängematten. Mit der fangst du sie. Sag das, sogar Libellen. Wenigstens ein Pilz hat überlebt. Die Libelle weiß gar nicht, welches Glück sie hatte. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür, ihr Leben zu riskieren. Der Spiegel, brauch ich den? Zu fest verkeilt. Ja, können wir den? Den entfernen? Ach was, Schaut nix aus. das lasse ich lieber. Versteinerte Fledermaus. So also ist der ehrenwerte Harm zu seinem Reichtum gekommen.
So, die nehmen wir auch mit. Und da hätten wir noch einen Riesenwurm. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Wie ein versteinerter Käse. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Immerhin müssen wir diese... Ja, da kann ich vielleicht, warte mal, der Spiegel. Kann durchpassen, leg das. Und jetzt blendet der ganz bestimmt um, oder? Mal wetten. Blendet der da oben. Eine Linse aus Glas schützt das Auge. Eine Linse aus Glas. Unsinn. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Der Riesenwurm ist hohl. Feuer hilft hier nicht. Die Spuckpflanze. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Ja, pass auf, die Pflanze schaut auf das Auge. Das heißt, ich muss da umspucken, oder? Kann ich sein? Aber wir bringen es zum Spucker. Das hilft auch nicht weiter. Wird doch nichts. Nein. Mit dem Prisma Annik. Hatte schon bessere Einfälle. Was haben wir sonst noch? Dazu müsste es zerbrochen sein. Zerbrochen sein. Warte mal. Ich hab doch meinen Zauber. Schaut jetzt aus. Immerhin habe ich seinen Schutz zerstört. Der Schutz ist zerstört. Das heißt jetzt. Ich habe endgültig Feuer den frei. Verstand verloren. So, jetzt hab ich das Auge verjuckt. Jawohl. Direkt ins Auge gespuckt. Wie schaut denn aus? Und der da oben blenden schon, oder? Und das Lampenöl. Der Wasserschlauch, pass ich da rein. Der Wasserschlauch mit Lampenöl. Ich meine, für irgendwas muss gut sein. Oh Gott, was haben wir da schon? Eine Apparatur. Hier am Kopf fehlt irgendetwas. Sieht wie eine Fackel aus. Aber wozu dieses Rad? Eine Fackel. Passt nicht. Die Öllampen passt nicht auf. Warte, der Öl? Anzünden lässt sich hier nichts. Schaut damit aus. Ah, Ein Symbol. je 2 Symbole neben einer Schale. Oh Gott. Das ist ein Rätsel. Und scheinbar brauche ich 3 Gegenstände. Sonderbarer Mechanismus.
Pass auf, ein Käfer und ein Vogel. Einen Käfer hätte ich. Wer sagt's denn? So, pass auf, das ist leicht. Das ist gut, oder was? Wie schaut du aus? Warte mal. Ist das Wind oder Wasser? Das ist auf jeden Fall Feuer. Vielleicht passt die Lampe meine. Scheinbar nicht. Leider fehlt der Docht. Nein, Mann, Anzünden nicht lässt es. hinten. Feuer brauche ich. Die Schale selbst brennt nicht. Die Schale brennt nicht, aber die könnte brennen mit dem Öl. Sag ich mal. Lampenöl, sehen Sie mal an. Okay, sagt er. Leicht da. Dann fällt mir gerade das da. Wie schaut du aus? Ein Mond. Was soll das sein? Ein Stein? Die versteinerte Fledermaus. Nicht richtig. Der Pilz passt auch nicht. Scheiße, was haben wir noch? Öllampen. Aha, da ist er. Ja, und jetzt? Das Prisma. Können wir es dran? Jawohl, ich glaube, wir haben's. Komm schnell, Nuri. Wir haben es geschafft. Nuri. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit, so viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Wer bist du wirklich? Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird, wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinav, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nuri, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen, sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? So, jetzt gehen wir. Ich glaube, da gehen wir lieber mit. Sicher, sicher. Nuri muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, nobel.
Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, Dann sieh. Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee, sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's.